Grüß euch Gott. Ferien sind doch was Schönes, nicht wahr? Wisst ihr eigentlich, dass auch der Meister Eder seine Werkstatt zugesperrt hat und 14 Tage aufs Land gefahren ist? In einem Bauernhof hat er sich eingemietet, in einem ganz ruhigen und abseits liegenden Gebirgsort. Eine feine Sache. Aber nicht so ganz einfach, wenn man einen Kobold hat, der unbedingt mitfahren will. Und der Pumuckl wollte das. Da konnte der Meister Eder noch so hin und her überlegen. Da half nichts. Geh zu, Pumuckl. Du hast es doch hier genauso schön. Nein, ich muss mich auch erholen. Ich muss mich sogar sehr erholen. Meine Nerven, meine Nerven, die sind ungeheuer kaputt. Ich glaube, ich habe schon gar keine Nerven mehr, so kaputt sind. Geh, du weißt ja überhaupt nicht, was Nerven sind. Und ob ich das weiß. Ich habe bestimmt 27 Nerven, die alle erholt werden müssen. Eine nach dem anderen. Ja, vielleicht zählst du deine Nerven noch genauer. Vielleicht sind es dann 28. Das macht nichts, der muss dann auch erholt werden, dieser 28. Ich will jetzt mit dir in Urlaub fahren. Oder ins Urlaubslaub fahren. Was hast du jetzt da wieder geredet? Jetzt hör mal, pass auf. Ja? Bevor du bei mir warst du doch auch irgendwo allein. Ja, da war ich irgendwo allein. Ja. Aber da war ich ja nicht sichtbar. Und wenn ich sichtbar bin, dann muss ich bei demjenigen bleiben, der mich sehen kann. Und das bist du. Ja schon, aber weißt du... Das ist ein altes Koboldsgesetz. Ja. Also wenn's Koboldsgesetz ist, nachher fahrst halt mit. Halt. Aber eins sag ich dir. Ich will mich auch erholen. Und wenn ich Angst haben muss, dass du dauernd was anstellst und mich in Verlegenheit bringst und dauernd rumgeisterst, nachher ist es für mich keine Erholung. Nein, ich geistere überhaupt nicht, kein bisschen. Ja. Ich schlafe den ganzen Tag in meinem Bett und dann tue ich vielleicht noch... Jäckel. Ja? Dein Bett. Ach, das müssen die fast da mitnehmen. Ja, das ist doch ganz einfach. Mich steckst du in die eine Manteltasche und mein Bett steckst du in die andere Manteltasche und dann fahren wir. Nein, das Bett geht schon noch in den Koffer. Aber die Idee mit der Manteltasche ist nicht schlecht. Du musst mir aber versprechen, dass du in der Manteltasche bleibst, bis wir an Ort und Stelle sind. Ich verspreche dir, dass ich wirklich in der Tattelmasche bleibe. Ehrenwort. Also, gut. Gut. Ja. Und wie sieht denn das Ort und Stelle aus? Also da muss ich doch muss ich das doch, damit ich ja nicht vorher rausgehe aus der... Ja, selbstverständlich. Also pass auf, ich erkläre das. Ja. Das ist ein Bauernhof an einem Waldrand. Ui, mit einer Kuh. Ja, vor dem Haus, da sind... Mu! Nein. Pass auf, lass das erst richtig erklären. Vor dem Haus, da sind Obstbäume und eine große Wiesen ringsum sind lauter Berg, ganz hoch. So wie du sie überhaupt noch nie gesehen hast. Berge? Ja, so Berge. hoch wie ein Kirchturm. Ja, 100-mal so hoch wie ein Kirchturm. 100-mal so hoch? Ja, vielleicht steigen wir sogar auf einen auf. Aber da muss man ja furchtbar viele Treppen steigen. So. 100-mal so hoch? Nein, das sind keine Treppen, das sind Wege. Die gehen zuerst durch den Wald und nachher wird der Wald immer weniger. Und dann kommen die Felsen. Ui, Felsen. Ja, und dann ist man ganz nah an die Wolken und am Himmel und man sieht weit übers Land. Mei, ist das schön, kann ich das sagen. Und dann nehmen wir ein Flugzeug und dann fliegen wir so am Himmel herum und je höher wir kommen, umso kleiner werden wir. Dann steigen wir wieder runter. So, gut, dann steigen wir eben wieder runter. Ja. Und was machen wir dann in dem Bauernhof? Ja, da wohnen wir. Da wohnen wir. Ja, da riecht's gut nach Landwirtschaft und nach Stall und nach Stall? Ja, und da ist ein großer Stall dabei mit Kühe und ein Pferd ist, glaube ich, auch da, ja. Und Schwein haben's auch. Und wir haben auch Schwein und alles wird fein sein. Ui, das reimt sich fast. und auf dem Pferd, da reiten wir dann. Ja, wenn's geht. Und das Schwein, das tun wir braten. Und die Kuh... Was macht man mit einer Kuh? Mit der Kuh? Da machen wir Mu. Mu! Mu! Der Meister Eder hat also am Samstag den Koffer gepackt und dann sind sie zur Bahn gegangen. Das heißt, nur der Herr Eder ist gegangen. Der Pumuckl war in der Manteltasche. Den beiden war es nicht wenig heiß. Dem Meister Eder in seinem Mantel, dem Pumuckl in der Tasche. Aber so war es eben für beide am sichersten. Nach 2 Stunden Fahrt sind sie schließlich gut am Ziel angekommen. So, jetzt sind wir da, Pumuckl. Ich glaub,
Die zwei Buben mit dem Handkahn da drüben, die warten auf uns. Sind Sie der Herr Eder? Ja? Seid ihr vom Gschwendnerhof? Ja, wir sollen Sie abholen. Ah, das ist aber nett. Ah, mei, ist eine gute Luft da. Und das Wetter ist auch schön. Hoffentlich heut's. So, jetzt sind wir in Urlaub. Jetzt können wir uns erholen. Kommt noch jemand? Na, warum? Ja, weil sie wir sagen. Hab ich das gesagt? Ja. Ah, weißt du, das ist bloß so eine Angewohnheit von mir. So. Ja. Also na, gehen wir los. Ja. So, jetzt sind's. Sie mussten ungefähr 20 Minuten bis zu dem Bauernhof gehen. Die beiden Buben, der Schorschi und der Wickerl, haben das Leiterwagerl mit dem Koffer gezogen und sich ab und zu ein bisschen über den Sommergast gewundert, der immer mal wieder nach seiner Manteltasche griff und dann schmunzelte und der von sich per Wir redete. Für die beiden Bauernbuben in dem abgelegenen Dorf ist so ein Gast aus der Stadt nicht so Alltägliches, wie er es in den großen, überfüllten Urlaubsorten ist. So waren sie schon die ganze Zeit recht neugierig auf ihn gewesen. Der Meister Eder merkte davon allerdings nichts. Er genoss die Landschaft, den Duft der Wiesen, und er freute sich auch, dass er das alles dem Pumuckl zeigen konnte. Aber er ließ ihn erst aus der Tasche, als sie im Zimmer waren und die Bäuerin ihre beiden Buben ermahnt hatte. Geh, jetzt steht's doch nicht so neugierig rum da. Der Herr möchte nach der Bahnfahrt jetzt bestimmt seine Ruhe haben. Bravo. Brauchen Sie vielleicht irgendwas, Herr Eder? Soll ich einen Kaffee machen? Na, Dankeschön, alles ist wunderbar. Ja, Sie brauchen es vielleicht nur sagen, gell? Schorschi, dass dir ja nicht die Augen aus dem Kopf fallen. Ah, lassen Sie ihn doch. Da, Buben, da habt's was fürs Koffer tragen. So. Dankeschön, Herr Eder. Also machen Sie sich's recht bequem, Herr Eder, gell? Ja, ist schon gut. Und ihr helft jetzt am Vater, kommt's. So, da wären wir. Runter mit dem Mantel. So, da werden wir. Ja. Jetzt raus aus der Tasche. Ui, viel Grün, viel Wiese, viel Bäume, lauter grüne Urlaubsträume. Ja, da schau her. Ja. Ah, das Bett. Ah, das ist auch gut. Grad schieß. Und wo ist mein Bett? Ich will auch mein Bett ausprobieren. Das ist nämlich auch sehr gut. Hol doch bitte schnell mein Bett raus. Ah, ich pack doch jetzt nicht gleich einen Koffer aus, das hat nur Zeit. Nicht den Koffer sollst du auspacken, sondern mein Bett Ja, musst du ja. auspacken. Und das stellen wir hier ans Fensterbrett. Oder nein, warte mal, das stellen wir hier auf dein Nachtkästchen. Oder weißt du, hier neben dem Krug. Nein, wir stellen das Bett lieber in die Ecke. Na. Hol doch bitte jetzt mal mein Bett. Weißt du, das muss jetzt einen 27 Nerven Erholungsurlaubsplatz. Ja, von mir Oder aus. 28 Nerven Also, Erholungsurlaubsplatz. nachher holen wir halt dein Bett raus. Ja. Ja, Herrschaftszeichen. Wo habe ich denn den Kofferschlüssel? Wo ist der? Ah, da ist er ja. Da ist er ja. So, schauen wir mal. Die Bayerin wird sich nicht wenig wundern, wenn da ein Puppenbett rumsteht. Die sollen sich doch wundern. Und die Buben, die sollen sich auch wundern. Die wundern sich ja sowieso schon genug. Na, was ist das? Ich habe einen Platz. Ich habe einen Platz. Hier, Ja, hier wo auf dem denn? Tisch unter dem Blumenstrauß. Aha. Das ist sehr schön für den Pumuckl. Ich schlafe unter Blumen. Also gut, von mir aus. Aber ich gehe jetzt runter und setz mich vors Haus und rauch eine Ferienanfangszigarren. Du kannst ja in deinem Bett dann schlafen, wenn's willst. Nein, ich will auch runter. Ich will ja alles anschauen. Und dann will ich noch, Ja, noch einen kleinen... brav sein willst, gell? Das Ja. hast du versprochen. Ja, das will ich auch. Warte mal, den Kofferschlüssel, den lasse ich nicht da so rumliegen. Weißt, der geht zu leicht verloren. Wo lege ich den gleich hin, dass er sicher ist? Du, Pumuckl, merk das. Ich leg den Schlüssel unter dein Bettel. Da kann ihn niemand vom Tisch wischen. Ja, das merke ich mir auswendig. Also dann ja, komm. Und jetzt gehen wir runter. Ja, dann gehen wir. Ja, jetzt gehen wir. Gehen wir weiter. La, wir sind... Die beiden sind also runtergegangen und der Meister Eder hat sich auf die Bank vors Haus gesetzt. Der Pumuckl hat vor Freude über so viel grüne Wiese mindestens 11 Purzelbäume geschlagen. Dann ist er 4-mal wie der Blitz um den Hof herumgesaust, hat sich jedes Mal, wenn er am Misthaufen vorbeigekommen ist, schnell die Nase zugehalten. Und dann hat er die Tür vom Stall entdeckt. Und schon war er drin. Könnt ihr euch vorstellen, wie jemand, der so klein ist wie der Pumuckl, staunt, wenn er vor Kühen steht? Er brachte den Mund gar nicht mehr zu und wusste nicht, wo er mit dem Schauen anfangen sollte. Aber noch wer sperrte vor Staunen den Mund auf. Der Schorschi und sein Bruder, der Wickerl.
Die hatten nämlich nur so getan, als würden sie der Mutter folgen und waren wieder ins Haus geschlichen. Und da hörten sie, zwar ganz entfernt, dass der neue Sommergast laut in seinem Zimmer redete. Was, das konnten sie nicht verstehen, dazu waren sie nicht nah genug, aber das klang doch wie eine hohe und eine tiefe Stimme. Und so kam es, dass die beiden, kaum dass sie den Meister Eder vor dem Haus wussten, hinauf in sein Zimmer geschlichen sind. Vielleicht hat er jemand versteckt. Das müssen wir doch gesehen haben, wenn er jemand dabei hat. Im Koffer vielleicht. Das werden wir gleich sehen. Psst, mach die Tür ganz langsam auf. Leise zumachen. Da steht der Koffer, aber er ist zugesperrt. Dann ist ja niemand drin. Schau mal in den Schrank, komm. Na, da ist auch nix. Du, schau, was auf dem Tisch steht. Da legst du hin. Ein Puppenbett. Aber Puppen ist gar nicht drin. Vielleicht schlaft da wer drin. Jetzt spiel mich nicht an. Wer sollte in dem Bett schlafen? Vielleicht hat er irgendein Viech dabei. Weißt, vielleicht hat er irgend mit dem Hund geredet. Okay, in das Bett geht da kein Hund rein. Aber ein Hamster oder eine junge Katz gang schon rein. Aber das Viech müsste wo sein. Vielleicht hat er es laufen lassen. Oder, du, da unterm Bett da liegt ein kleiner Schlüssel. Ui, ja, zeig. Du, vielleicht kann man das Bett irgendwie aufziehen. Nachher ist ein Spieluhr drin oder sowas. Oder es ist ein Geheimfach drin. Vielleicht ein Geheimfach, wo Goldstückel versteckt sind. Da ist aber gar kein Fach. Vielleicht hat es einen doppelten Boden. Ui, die Bäuerin kommt. Mutter kommt. Mutter. Ja, Schorsch, Wickel, haben wir's doch denkt, dass ihr da seid. Ja, schämt euch denn gar nicht. Was tut's denn da herinnen, hä? Wir haben bloß... Frau, das Puppenbett da. Ja, das geht euch überhaupt nichts an. Sofort raus, sag ich auf der Stelle, aber... Ja, sowas tut man doch nicht. Also das verstehe ich nicht. Das verbiete ich euch für alle Fälle, das Lausbur mir. Nun, sowas tut man wirklich nicht. Vor lauter Schreck, dass die Mutter sie erwischt hat, steckte der Schorschi den kleinen Kofferschlüssel, den er in der Hand hatte, in die Hosentasche. Und dort blieb er auch, zunächst wenigstens. Der Pumuckl stand inzwischen im Stall, ganz allein vor den großen Kühen und betrachtete sie von allen Seiten. Er hatte keine Angst vor ihnen, er war doch unsichtbar. Er blies sich im Gegenteil mächtig auf und versuchte, sie ein bisschen zu ärgern. Mumu, Mumu, Mu. Ich hab Mu gesagt zum Donnerwetter. Mu! Könnt ihr eigentlich nur fressen? Also sagt doch mal was. Ich zwick euch, gebt acht. Ganz langweiliges Viehzeug. Da sind ja Hühner besser, die gackern wenigstens. Da müssen doch auch noch irgendwo Schweine sein in dem Stall, hat der Meister Eder gesagt. Schweine grunzen. Grunzt hier jemand? Ja, ja. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallo, ist da drüben jemand? Hallo, in dem Verschlag, ist da jemand? Oh, der ist aber hoch, der Verschlag, da muss ich ja direkt hinaufklettern. So, ui. Ein riesiges Schwein und viele, viele kleine. Wie bitte? Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht. Das sind ja Pumuckl große, nein, Pumuckl kleine Schweine und so rosa. Also die passen in der Größe ja ganz genau zu mir. Das ist ja alles ganz wunderbar. Wenn ich mich jetzt auf so ein Schweinchen setzen würde, dann würde es mich vielleicht so hin und her und dann wieder würde es mich her und hin tragen. Ob ich das jetzt mal probiere. Hallo? Hallo, Frau Schwein, hätten Sie was dagegen, wenn ich mich auf eins von Ihren kleinen Schweinen setzen würde? Ich tue Ihnen ganz bestimmt nicht weh. Wissen Sie, ich komme jetzt mal zu Ihnen, gell? Ui. Ja. Sie stinken aber ganz schön. Müssten sich mal waschen. Halt mal, kleines Schwein, bleib mal bitte da. Ja, du mit dem schwarzen Fleck am Ohr. Du bist ja besonders nett. So. Oh, und bist ja genau in der Größe passend. Aber der Geruch, also entschuldigt bitte, das halte ich nicht aus.
Moment mal. Der Verschlag hat hier eine Tür mit einem Holzriegel, das ist ganz einfach. Das macht der Pumuckl jetzt einfach auf. Und der andere bleibt da drin, verstanden? Du mit dem Ohr. Die haben ja alle Ohren. Du mit dem Ohr am Fleck am Ohr. Du kommst jetzt mal mit. Bitte mach keinen Lärm. Bitte keinen Lärm. Psst, ganz leise. Was? Du willst nicht mitkommen? Das werden wir gleich haben. Ich werde dich einfach bei deinem schwarzen Ohr packen und dann ziehe ich dich heraus. Ja, komm. So. Ja, so ist gut. So. Ist ganz leise. Komm, schön mitkommen. So, gleich sind wir auf der Wiese mit viel Blumen und solchen Sachen. Wirst du aber staunen. Komm mal her. Komm mit. Ob ihr es glaubt oder nicht, der Pumuckl hat wirklich das Ferkelchen aus dem Stall hinausgezogen. Der Meister Eder hatte inzwischen seine Zigarre genüsslich geraucht und geradezu glücklich den schönen Blick auf die Berge genossen, als er sich doch entschloss, den Koffer auszupacken. Er ging also in sein Zimmer und fand den Kofferschlüssel nicht mehr an seinem Platz. Herrschaftszeiten, das weiß ich doch ganz bestimmt, dass ich den Schlüssel da unter das Bett vom Pumuckl gekriegt hab. Da haben wir doch sogar noch drüber geredet. Pumuckl! Oh, hoppla. Den darf ich ja hier gar nicht rufen, sonst meinen die, ich bin. Pumuckl! Der kann's doch nicht lassen, irgendwelche Sachen zu verlegen. Ausgerechnet der Kofferschlüssel. Dabei hat er doch versprochen, aber wart. Dich finde ich schon. Der ist bestimmt im Stall. Da weht ihm mein Kopf. Und so ist der Meister Eder in den Stall gegangen, um seinen Kobold zu suchen. Aber er kam zu spät, weil ja der Pumuckl mit seinem Schweinchen schon auf der Wiese war. Der Meister Eder guckte hinter jeden Verschlag, ja sogar in jede Futterkrippe, aber nirgends ein Pumuckl. Wie er gerade vor dem Schweinekoben steht, kommt die Bäuerin herein. Ja, Herr Eder, da sind Sie. Ja. Nett sind unsere Fackeln, hä? Arg nett. Ja, und so sauber sind sie. Ja, wissen Sie es nämlich gar nicht wahr, dass die Schweinträger die Viecher sind. Ja. Ja, wenn man es gerade ein bisschen sauber hält. Freilich. Aber das darf ja nicht wahr sein. Da fehlt ja eine Fackel. Warten Sie mal. Was? Lassen Sie mich schauen. Nein, da fehlt eins. Ja? Ja, Herrschaftszeiten. Da steht auch die Tür auf. Haben Sie die aufgemacht, hä? Ich? Na, bestimmt nicht. Also dann waren's bestimmt diese Saububen. Nicht obachten können. Wahrscheinlich ist einer neu und hat nachher vergessen, die Kobentür zuzumachen. Ja, das kann schon sein. Ja, und jetzt ist ein Fackel raus. Das ist gut. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass Fackel davonlaufen. Ja, eigentlich nicht, aber Sie sehen's ja, es fehlt uns. Ja, ja. Und jetzt darf ich suchen und hab gar keine Zeit dafür. Schorschi! Wickel! Herrschaft, wo sie wieder rumtreiben. Also ich so gerne die zwei Lauser, die können mal richtig verdroschen. Schorschi! Wickel! Aber sie kann die Tür nicht von allein aufgehen. Nein, also das müsste ja ganz komisch zugehen. Nein, die Buben, die meinen, die kannten mit dem jungen Viechzeug spielen und nachher... Ach so. Schorsch! Das Fackel bloß hingrennt, das... Na ja. Also sowas, und ich hab doch keine Zeit jetzt. Die beiden Buben haben das Rufen ihrer Mutter nicht hören können, denn sie waren wuppdig wieder in Meister Eders Zimmer geschlichen. Sie wollten erstens den Schlüssel wieder unbemerkt zurücklegen und zum Zweiten doch noch versuchen, hinter die Geheimnisse des neuen Gastes zu kommen. Du, vielleicht ist was Besonderes drin in dem Kopfkissen von dem Bettel oder im Plümeau. Da habe ich schon hingelangt, da ist nichts Besonderes drin. Aber der Schlüssel, der könnte natürlich ins Kofferschloss passen. Gib mir mal her. Na, das dürfen wir nicht. Stell dir vor, wenn der Herr Eder reinkommt. Den haben wir doch in den Stall hintergehen sehen. So schnell kommt der nicht. Gib her. Da. Na, auf. Dann springt ja nichts durcheinander in dem Koffer. Na wo? Ich greife nur, ob was Besonderes drin ist. Du siehst doch, das ist bloß ein Anzug und eine Wäsche und sowas. Mach schnell wieder zu. Schorschi! Wickel! Mutter ruft. Sperr wieder ab, schnell. Ich bin schon dabei. Geh schon zu. Und den Schlüssel schnell wieder unter das Bett. Komm, schnell. Ich bin schon wieder am Platz, das merkt kein Mensch. Komm, saus mal. Ja. Tür leise zumachen. Komm. Schorschel! Schorschel! Herrschaft Nummer 9. Was ist denn, Mutter? Ja, wo wart ihr denn, hä? Wir? Wir waren vor dem Haus.
Warum hast du ihn gerufen? Wer von euch zwei war bei die Fackeln, hä? Ich war nicht im Stall. Ich auch nicht. Ja, streit's es nur ab. Ein Koben, der geht doch nicht von allein auf. Also müsst ihr drin gewesen sein. War ja sonst niemand da. Ja, wenn ich das sag, ich war überhaupt Jetzt nicht. liegt's nicht so frech. Jetzt wird sofort das Fackel gesucht und wenn's nicht da ist, mein Lieber, bis der Vater heimkommt, nachher verhaue ich euch so, dass ihr nur ein Leben lang dran denkt. Aber Mutti, wir waren wirklich... Ja, jetzt red's nicht, sucht's es und zwar ein bisschen schnell, wenn ich bitten darf. So ist es gekommen, dass die Mutter vom Schorsche und vom Wickerl geglaubt hat, sie hätten das Ferkel auskommen lassen, und der Meister Eder vom Pumuckl, er hätte den Kofferschlüssel versteckt. Und so ist die Sucherei losgegangen. Die Buben haben das Ferkel im Stall, im Heuschober und im Hof gesucht und der Meister Eder seinen Pumuckl im Obstgarten und im Wald hinterm Haus. Und jeder war auf jeden wütend. Die Mutter auf die Buben auf die ungläubige Mutter, der Meister Eder auf den Pumuckl und der Pumuckl, ja, der Pumuckl war auf das kleine Schwein wütend. Denn das wollte nicht so, wie er wollte. Du sollst stehen bleiben. Ich will doch auf dir reiten. Bitte, bitte bleib jetzt stehen, sonst ziehe ich dich schrecklich am Ohr. Nein, nein, nicht da rauslaufen. Nicht da, das sieht man dich doch. Schweinchen, Schweinchen, rosarotes Schweinchen, bleib doch bitte stehen, ja? Ja, so. Und jetzt so. Jetzt bin ich schon drauf. Jetzt lauf. Komm, laufen sollst du. Hör. Ich zupf dich an deinen Schwanz. Halt! Du wirfst mich herunter! Ein dummes Schwein, aua, hat mich runtergeworfen. Das darfst du nicht, Birnbaum und Staudenholler. Da kann ich mir ja was abbrechen. Denk doch mal ein bisschen, wie man nur so lieb ausschauen und gleichzeitig so dumm sein kann, wenn man so stinkt. Also wenn du so laut quietscht, dann hören sie dich und dann musst du wieder in deinen stinkigen Stall zurück. Zu deinen stinkigen Stinkern. Jawohl, halt! Ui. Wo kommst denn du her? Was tust du denn da? Hast du mir nicht versprochen, dass du ganz brav bist? Ich bin ja ganz brav. Sehr brav sogar. Ich fange ja nur das dumme Schwein ein, ja? Das suchen sie überall. Hast du am Ende das Fackel aus dem Koben? Ah, nein. Das geht ja gar nicht. Nein, das geht ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich fange es nur ein. Sonst nichts, weißt du? Nur einfangen. Aber mein Kofferschlüssel hast du mir verschleppt. Nein. Meinst, ich will mit Tappert suchen, nur weil du nicht lassen kannst, dass du was verschleppst? So haben wir feine gewettet. Du hast versprochen... Ich hab doch den Schlüssel gar nicht weggenommen. Nein! Du bringst auf der Stelle den Schlüssel wieder an seinen Platz, verstanden? Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo der Schlüssel ist. Ich war's doch gar nicht. Lüg nicht. Ich war's ganz bestimmt Du sollst nicht lügen, ich bring das Schweindel zurück und währenddessen legst du den Schlüssel wieder an seinen Platz. Ja, aber ich Augenblicklich. Ich hab doch den Schlüssel, weiß doch gar nicht, wo der Kein Schlüssel... Wort mehr, rauf! Was blieb dem Pumuckl anders übrig, als ins Zimmer hinaufzulaufen? Und siehe da, der Schlüssel lag an seinem Platz. Da liegt ja der Schlüssel. Hä? Was hat er überhaupt? Aber mir nichts glauben. Nein. Was sind Menschen manchmal seltsam? Sieht er einfach den Schlüssel nicht da liegen. Aber mich unschuldig, jawohl, unschuldig verdächtigen. Aber dass ich das Schweinchen nur einfangen wollte, das hat er mir geglaubt. Na, das geht ja gar nicht, dass du den Koben auf... Der Meister Eder hat inzwischen das Ferkelchen der Bäuerin gebracht. Die war natürlich sehr froh, dass das Tier unversehrt wieder da war. Und dann hat sie ihre beiden Buben hergerufen. Da, der Herr Eder hat's Fackel wieder gefunden. Mitten draußen auf der Wiesen war's, in ganz hohem Gras. Aber Mutti, wir haben den Koben bestimmt nicht aufgemacht. Wir waren überhaupt nicht im Stall. Also wie ihr heute früh ausgemisst habt, war's noch drin. Und dann war niemand mehr im Stall, kein Mensch. Es könnte also bloß ihr gewesen sein, weil ihr allerweil rumspielt. Aber Mutti, mir... Ich will nicht, dass gelogen wird. Ihr geht's jetzt sofort ins Haus und heute Nachmittag, da habt's Hausarrest. Verstanden? Auch dem Buben blieb nichts anderes übrig, als in die Stube zu gehen. Unterwegs aber hat der Wickerl zum Schorsche gesagt: Die Aufregung, Mensch. Das Fackel hätten wir schon wieder gefunden. Wir waren's ja gar nicht. Allweil wird man unschuldig verdächtigt. Aber dass wir noch mal im Zimmer waren, das hat niemand gespannt. Das sagt mir auch niemand. Trotzdem,
Ihren Hausarrest mussten Sie an diesem Nachmittag absitzen. Sie hatten ihn zwar nicht wegen des Schweinchens, aber doch eigentlich für das Herumschnüffeln verdient. Und um die Sache rund zu machen, auch der Pumuckl bekam für den Nachmittag Hausarrest. Er hatte ihn zwar nicht wegen des Schlüssels, aber wegen des herausgelassenen Schweinchens und wegen seiner Lüge sehr wohl verdient. Aber der Schlüssel ist doch da. Der ist da und er war da und du hast ihn bloß nicht gesehen. Du kannst jetzt reden, was du willst. Ich bin nicht blind und der Schlüssel war nicht da. Und wer anders war auch nicht da, der ihn hätte wegnehmen und auch wieder hinlegen können. Jetzt werf ich aber gleich vor Zorn die Blumenvase um. Na, Freundl, Doch. das tust du nicht, verstanden? Du hast heute Nachmittag Zimmerarrest und ich sperre alles ab. Ich will mich erholen, verstanden? Was hast du? Ich will doch auf die Wiese und in den Wald. Ja, morgen dann, gell? Morgen ist vielleicht gar Nein. keine Wiese mehr. Ja, freilich, geh. Wenn's mir versprichst, dass mir den ganzen Urlaub überhaupt nicht spannt, dass du dabei bist. Verstehst du? Dann kannst du morgen hin. So, und jetzt kannst du heute Nachmittag von mir aus dichten oder Staub wegblasen oder Purzeln beim Schlagen, was du willst. Und dann werde ich aber ganz böse Gedichte dichten. Ganz fürchterliche Gedichte, die sich überhaupt nicht reimen. Ja, Ja, freilich. die überhaupt keinen Sinn haben. So wie zum Beispiel dieses Gedicht, was ich jetzt dichte. Na, jetzt bin ich neugierig. Ja, kommt gleich, muss ich erst überlegen. Rot-blaue Sonne, Ah, okay. Ameisen quietschen im Abendlicht. Edermeisters Urlaubswonne gefällt dem Pumuckl nicht. Aber das reimt sich doch. Ja, das ist immer so bei großen Künstlern. Kann ich einfach nicht anders. Aber heute Nachmittag, da lerne ich jetzt das Nicht-Reimen. Jawohl. Und dann wirst du sehen, was ich für ein ungereimtes Gedicht mache. Ein Klabauter ungereimtes Gedicht. So hatten 2 Kinder und ein Kobold Zimmerarrest. Aber es war nicht so schlimm, denn nachmittags kam ein Gewitter und sie hätten sowieso im Haus bleiben müssen. Abends war dafür wundervolle Luft und alle saßen draußen vor dem Haus auf der Bank und genossen sie in vollen Zügen. Auch der Pumuckl saß unsichtbar dabei in Meister Eders Rocktasche. Und keiner hat etwas von ihm gemerkt. So hat der Urlaub zwar mit ein bisschen Aufregung, aber doch recht schön begonnen. Und wie der Urlaub weitergeht, das hört ihr dann das nächste Mal. Auf Wiederhören bis dahin.